Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Vega von greengames.ch und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Cabela's Big Game Hunt Pro Hunts. Jetzt kann ich den Titel. Ich habe gedacht, ich habe letztes Mal den Hoxilla gejagt und das ist so eine Special-Mission, so eine, wo wir hier sind, so mit einem Sternchen. Einfach im anderen Bereich. Mittlerweile habe ich Nordosten von Nordamerika freigeschaltet und mache dort mal ein bisschen den Wald unsicher. Jetzt hat es auch neue Tiere dazugegeben. Also jetzt kann ich Grizzlybär, oder? Sind's? Nein, Schwarzbär. Das sind, oder, ja, vielleicht ist es das Gleiche. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Bären hat es frisch. Es sind Karibu, Elch. Also Maus, Elk gibt es auch einen Unterschied, wo ich mich zu wenig auskenne. Und natürlich noch die Zweiteiltiere wie letztes Mal schon. Ich habe mittlerweile eine neue Knarre gekauft. Gut, die habt ihr ja noch nicht gesehen, ich habe letztes Mal ja meinen Bogen gejagt. Auf jeden Fall ist es eine 7 mm Knarre. Also das Kaliber mit 7 mm. Wie mehr weiß ich eigentlich auch nicht dazu, aber es ist schon mal sehr viel präziser und ein gutes Scope drauf. Ich habe gute Munition, also Polymerspitzen statt weiche, was ist es? Softpoint. Ja. Die ich jetzt ausgewählt habe und natürlich das Tröte zum den Elch und die Mauses anzulocken. Ja. Dann, ich habe den Auftrag, dass ich 3 von diesen Elch, ich sage jetzt dann einfach mal Elch, wenn es nicht ganz stimmt, könnt ihr mich ja korrigieren. Die Elch mit dem Gewehr von innerhalb von 50 Yards. Plus ich muss auf einem Tierstand oder hinter einem Blind stehen. Das ist die Idee. Es fängt um 10 Uhr an, hört um 5 Uhr auf, also habe ich 7 Spielstunden Zeit zum jagen. Jopp, das ist es. Eben, und weil es nicht eine Spezialmission ist, ist es ein bisschen offener. Man ist freier in den Bereich, wo man auswählt, wo man durch will gehen. Man muss ein bisschen mehr auf die Karte schauen. Aber das kann ich euch jetzt eigentlich auch alles zeigen. Also die Tourzeit ist vor allem auch wichtig. Das sehen wir jetzt gerade, aber es ist ja jetzt, was haben wir gesagt? 10 Uhr am Morgen, genau. Und dann kann man ein bisschen schauen. Mal zoomen. So tun wir es, genau. Also ich befinde mich da, der Wind bläst so in Richtung Westen. Und eben, weil es jetzt 10 Uhr ist, könnt ihr mal schauen, ist Fütterzeit, also die gelben Bereiche auf dem Pie-Chart, auf dem Kuchendiagramm, zeigen eigentlich an, um welche Zeit dass sich die Wahrscheinlichkeit da ist, dass sich Tiere dort aufhalten. Also jetzt zum Beispiel beim Trinken sind sie noch nicht, das ist erst so gegen die 11 Uhr rum, wie das schon recht bald kann sein. Aber ich denke nicht, weil ich gerade mal in der Nähe von dem bin und der Wind nicht schlecht steht. Ja, voll. Versuche ich doch mal die Position aus. Und falls es nicht klappt, kann ich dann mal hinter in die Richtung. Aber schauen wir jetzt mal da und vielleicht kann ich dann auch schon anlocken und zu mir schicken. Das wäre da. Also ich säckle jetzt mal nicht, weil eben, ich bin schon recht nahe und es gut sein, dass ich jetzt ja, schon bald mal etwas sehe. Tönt danach. Ja. Hören wir etwas? Auf beiden Seiten. Das ist gerade auf jeden Fall mal den Tree Stand auf, weil dort sehen sie mich ein bisschen weniger gut und ich kann gut absnipern, sozusagen. Das sind aber Hirsche, das sind keine Elche. Okay. Das heisst, das ist dann von der gewesen. Dann, ja, voll. Ist ein bisschen doof. Was sind wir dort dann? Okay, gut. Dann ist das nichts, weil die Hirsche bringen wir jetzt im Moment nicht. Ich kann sie natürlich einfach jagen und Punkte sammeln, Erfahrungspunkte sammeln. Aber da ich muss 3 Tiere jagen in 7 Stunden, das ist je nachdem wie gut man sie findet, ist es noch gar nicht so einfach.
Mein Problem ist jetzt, dass ich ein bisschen im Wind stehe. Das ist ein bisschen doof. Ich glaube, ich muss ein bisschen rund um das Ganze rumlaufen. Ja, ja, das sind die ersten. Gut, nein, bis auf 50 Meter anders schaffe ich glaube ich nicht. Mhm. Also, let's go! Komm gerade, aber ganz schnell ein SMS schreiben. Sehr unprofessionell, ich weiss. So, jetzt. Ich hoffe, ich habe es nicht während dem irgendein Tier verscheucht. Wo finde ich mich jetzt? Okay, auf der Seite. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Was ist das Häsli? 2 Fasanen, 3 Fasanen. Das Häsli. Okay, jetzt kommt der Sache schon ein bisschen näher. Ah, jetzt bin ich bei dem. Gut. Nächste. Kannst du mal in meine Richtung locken. Ah, ist schon viel näher. Ja, also besser. Rechts unten übrigens seht ihr noch die Windanzeige. Wo sich amig aktualisiert und solange der Pfeil gegen mich zeigt oder von mir weg. Also ja, wisst ihr was ich meine? Solange es nicht, er nicht nach oben zeigt, ist es eigentlich recht gut. Das ist umso besser. Das ist identisch natürlich mit der Windanzeige im Menü innen, für die Karte innen. Genau. Also Sichtkontakt habe ich bis jetzt noch nicht gehabt, aber ich habe da recht viel Gestrüpp. Ich hoffe jetzt mal, dass ich auf dem Tree Stand oben ein bisschen bessere Sicht habe. Nicht wirklich, hä? Was ist denn ist er eigentlich? Ja, bewegt sich auch. Da könnte ich vielleicht sogar Glück haben. Wenn man im Fernglas drin ist und F drückt, kann man ein Tier taggen, markieren. Und jetzt habe ich es da verloren. Und so ein bisschen mehr Informationen bekommen. Zum Beispiel sieht man auch, wenn es sich bewegt oder nicht. Aber ich glaube, jetzt im Moment bewegt es sich nicht. Geben wir noch mal einen. Komm mal näher. Come on. Bewegt sich, aber er bewegt sich doch. Es ist nur schlecht. Ein Tree Stand, viel zu viele Bäume im Weg. Bäume und Gestrüpp. Da unten ist er. Aber ich kann nicht abschätzen, wie weit weg er ist, geschweige denn zu übertreffen. Das ist ein riesen Ding, Mann. Seht ihr es? Da hinten, da zwischen den Bäumen, sieht man das Licht. Ich glaube, ich muss es einfach mal abwarten und hoffen, dass er noch näher kommt. Sobald er da rauskommt, hat die eigentlich Sicht. Komm! Jetzt habe ich ein bisschen verloren.
Da irgendwo ist er stehen geblieben. Allzu viel darf ich ihn eben auch nicht tröten, aber ich glaube, solange er still steht, muss das gehen. Doch, er kommt in meine Richtung. Ich glaube, er checkt nicht so ganz, weil er da voll durchs Gestrüpp durchsteht. Mist. Wahrscheinlich über einen Marker weggemacht, den nervt. So. Komm, ehrlich, komm näher. Ich könnte sie wirklich mal durchschießen versuchen. Problem ist, ich habe keinen Plan, wo der genau ist. Also, genau, sorry. Ich habe keinen Plan, ob ich, vor allem wie das Game funktioniert, ob ich da wirklich durchs Gestrüpp kann durchschießen. No risk, no fun. Ich glaube, ich muss es versuchen. Schauen, ob ich... Jetzt hat er sich gut bewegt. Also. Bleibst du da? Dreh dich um. Probieren wir es doch mal. Nein, jetzt nicht. Das war knapp. Ich wollte zuerst auf die Wirbelsäule schießen, aber das hat sich jetzt gar nicht so ergeben. Sind wir die eine Lunge getroffen und... nur eine. Okay. Das war nicht ideal, aber ich hatte es auf eine doppelte Lunge schon gehofft, aber... Naja, da kann ich euch wenigstens das Tracking auch noch zeigen, genau. Schnell gegangen. Also einfach auf Blutspuren folgen. Aber das hat sich jetzt eigentlich erledigt. Gut, Nummer 1 von 3. Patience. Habe ich genug lang gewartet, habe mit Achievement da. Good job. 2 more trophies to go. Nice. Okay, was haben wir jetzt? Oh, das ist 12, das heisst, ich muss am besten an Wasser stellen. Jetzt hat sich der Wind ein bisschen doof gedreht, das heißt, ich muss ein bisschen wieder langweilig machen. Mal schauen, ob es passt. Laden. Ja, das ist nur ein scheiß Spot eigentlich. Ist da irgendwo da noch einen Baum gehabt oder so? Nein. Irgendwo hier einen Baum noch gehabt, das wäre ideal gewesen. Okay, anyway. Da oben haben wir einen Blind. Ich glaube, das sieht schlecht aus. Kommen wir da oben. Was haben wir da für einen Spot? Das... Stellen... Okay. Ich glaube, da ist nichts. Da bin ich schon mega nahe. Ist das der Poi? Poi. Freestand. Ah, da. Okay. Ah, das wäre noch easy gewesen. Aber nein. Und was sonst ist etwas? Ich glaube, ich gehe einfach mal da rüber. Im Moment ist der Wind aber noch günstig. Dann geht es vielleicht, und sonst muss ich den weiter wegsäckeln. Beziehungsweise für Elch 3, so wenn ich da einen finde, muss ich den noch weiter. Oh! Nein, das ist jetzt geschissen. Wo ist mein nächster? Ja, da unten wäre einer, aber ich kann ihn jetzt nicht abschießen, weil ich nicht auf einem Tree-Stand bin. Das zählt jetzt nicht für den Auftrag.
Scheiße. Das habe ich zumindest die Sicht unterbrochen. Der ist nämlich gerade hinter dem Stein da. What the fuck? Wo ist jetzt der Trees? Ah, dort hinten. Scheiße. Was ist, wenn ich jetzt so einen Stein mal locke? Ist nicht so intelligent. Jetzt gerade gedacht, wenn ich tröte auf der rechten Seite vom Stein, läuft er um den Stein herum, ich kann nebendurch säckeln, Richtung Tree Stand, aber... Also jetzt mal schauen. Es steht... Okay, also ich muss wirklich auf einem Stand sein und alles von weniger als 50 Jahren zu schaffen. Das wäre wunderschön. 65. Fuck. Komm schon. Ja, bis jetzt sieht es gut aus. Sehe mich nicht. Ja, er sieht mich. Scheiße. Das ist jetzt doof. Hey. Guck mal, das sind nicht mal etwas. Das sind nicht ein Weibli. 2 Weibli. Okay, let's go. The wind can change without warning. Always make Okay, sure you slightly. adjust your position to be downwind from your targets. Ja, das geht jetzt im Moment. Ich glaube, ich tue ein bisschen für spulen. Mal tröten. Da ist er. Komm. Ja, super. Das ist definitiv nicht für den Spot ausgelegt. Gar nicht. Bewegt er sich noch? Er ist glaube still. Und bewegt dich. Oh. Ist das jetzt so hoch gewesen? Ist das wegen dem Feldstecher irgendwie verschoben? Ja, der Sound, der angezeigt hat, ist irgendwie mega hoch gewesen. Er kommt doch. You're mine. Nein, shit, der geht tief. Komm. Nein. That was close, but still off the mark. You need to practice your marksmanship to ensure a clean shot. Ja, es ist eigentlich nicht so schlau, was ich jetzt gemacht habe. Du hast es nicht getroffen. Zu zweit, noch eins nachschießen. Mist. Okay, Tracking ist angesagt. Los. Schnell den Marker setzen. Wo sie geschossen? Ah, da habe ich ja eh schon. Okay.
Da ist das Blut. Also es ist gleich eine tödliche Verwundung, also in der Regel. Es ist einfach dann schwieriger genau zu finden, wo man hin muss. East, passt, weiter. Das Gute ist, wenn man das Tier eben taggt, das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, aber jetzt, also bis anhin gar nicht aufgefallen, aber ich glaube jetzt, wenn ich es tag... Ah. Jetzt so, wenn ich das Tier eben taggt habe, ist es glaube ich so, dass ich zumindest richtig weiss, wo es hin ist. Wenn nicht, dann habe ich es verlegt, dann muss ich nochmal zurück und die Blutspur wieder aufnehmen. Wo ist die jetzt? Da ist sie. Da! Schau her, schau her. Nice. Nummer 2. Doch, aber jetzt habe ich gemeint. Die Meldung kommt noch nicht. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir um die... Watch the wind. You don't want to be caught flat-footed if you're suddenly upwind of the animals. Okay, jetzt gehe ich mal da rüber. Oder beziehungsweise da rüber mit einem kleinen Umweg. Schauen, ob sie am Trinken sind. Sonst habe ich dort noch 2 oder 3 Optionen. Was eigentlich nicht so klappt. Foxes, Coyotes. Ist es ein Coyote? Ah. Na egal, machen wir es anders mal. Ah, da unten hat es Geräusch. Und zwar... Ja, passt. Ein bisschen jünger, der hat nicht ganz so ein grosses Geweih wie diese. Aber das soll mir recht sein, es geht ja nicht darum, eine bestimmte Größe oder ein bestimmtes Geweih, wo ich muss jagen. Also dann einfach jagen. Da ist der Stand. Blind meine ich, da vorne. Also eigentlich würde, also normalerweise würde ich einfach jetzt schon schießen, aber... Das ist eine doofe Mission. Aber gehört auch dazu. Muss immer schauen, dass man nicht durch Äste, Geäste und Gestrüpp durchläuft. Wenn man so Tiere aufscheucht. Ja. Das ist schon verdammt nervig. Ich muss nicht mal mehr weiter anlocken. Ich glaube, das reicht dann schon. Einfach mal Kriegposition. Ich will jetzt nicht die Missionen vergeigen am Schluss. Und irgendwann will ich einfach mal einen Herztreffer machen. Ich habe bisher schon, ich weiß ja nicht, 30, 40 Tiere gejagt. Wahrscheinlich noch mehr. Also in-game. Aber noch nie wirklich ein Herz getroffen. Die Wirbelsäule schon mal, die Lungen mehrmals, Magen auch. Das Hirn zwar auch nicht, wenn wir jetzt recht überlegen. Oh. Shit, hat mich gehört. Wahrscheinlich. 40 Yards. Jetzt muss ich aufpassen, dass er nicht genau in Dings fährt. Der Ast im Berg, der stört mich ein bisschen. Was stört denn etwas? Ich kann das Hirn treffen, Headshot machen. Und? Ui! Yes! Getroffen. Das funktioniert nicht mehr. Headshots are a risky business. A shot to the vital organs of the body is Tack. always the safer, cleaner option. Ja, ich weiß schon.
Aber wenn es passt, dann passt. Ich habe ein paar Mal einen Headshot genau daneben geschossen, weil ich das Gefühl hatte, es kommt, das Ziel ist grösser, als man meint. Zack! Ja, gibt gleich noch 100er Bonus. Aber am besten ist natürlich schon der Herztreffer. Ist am saubersten und ja, geht sonst nicht anders kaputt. Passt! Das war's. Mission geschafft. Ich komme Gear Credits über, die habe ich noch ausgegeben für irgendwelche andere Sachen. Aber das ist leider noch viel zu wenig, um da gross irgendwas damit anzufangen können. 8000 ist recht wenig. Anyway, also das war es jetzt von mir wieder, von der zweiten Cabela's Big Game Hunter Pro Hunts von dem Video. Und ich denke, ich gebe euch noch einen zweiten Eindruck. Weil ich eben ganz eine Spezialmission gemacht habe. Und hier habt ihr jetzt mal gesehen, wie so ein bisschen sozusagen der Alltag aussieht vom Big Game Hunter. Ja, ich würde sagen, mehr fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Schöne!